Lights, that's what I feel. Lonely in bed, I'm not serious and dead in my face. I'm serious and dead in my face. I'm serious and dead in my face. Hallo, mein Name ist Theresa und ihr guckt gerade manchmal Backstage auf Aldo TV. Für mein nächstes Video wollte ich mit dir über Kanye West schwätzen. So, es gibt Leute, die sind wirklich knallhart Fans und die kennen alle auswendig. Ja, die sind eben wirklich große Fans. Und dann gibt es andere Leute, die denken, den Tipp braucht psychologische Hilfe. Und nur dann einfach ein Schraublocker. Und dann gibt es Leute wie ich, die so, ich gehe so dazwischen leihen und denken, ja, verschiedene Lieder sind okay, aber ich weiß nicht so richtig, was mit dem lief. Nur für ein paar Monate hatte ich ja mit Wiz Khalifa den, ich meine wohl Wiz Khalifa, ja, so in Twitter-Fight, wo noch dann eben über seine Ex Amber Rose gelästert wird und hat eben vernannt wird. Und für viele Leute haben sich eben darüber aufgeregt, weil sie gesagt haben, ja, wo ist die Differenz zwischen dem Amber Rose und dem Kim Kardashian, weil Kim Kardashian ja mit wenigstens einem Porno berühmt ist. Und darauf sind einen Artikel auf ID Vice fand, wo der Autor eben darüber geschaut hat, dass es eine Diskrepanz gibt, wie den Kanye West über Amber Rose schwätzt und über Kim Kardashian schwätzt. Aber das über hinaussieht und wie soll ich sagen, dass da weiß, wie hin über Frauen schwätzt und auch an seine Songlyrics, dann nicht immer positiv ist. Für rund 2 Wochen wurde Kanye West auch auf der Ellen Show. Und remarkiert, Links werden an der Beschreibung gesehen, und es war einfach so witzig. Also, ich habe mal ein paar Quotes abgeschrieben. Und verschiedene Sachen, die hier gesagt wird. Und er sagt, what's the point of thinking? Und also am Anfang ist es eben ganz witzig. Und denkt sich, wow, den Tipp ist wirklich sympathisch. Ja? Und nun fängt er nun eben so ein bisschen mehr emotional, nicht emotional zu gehen, als dann auf dem Rant, wo er schätzt, dass sie Welt will retten oder zum Beispiel sieht, I have ideas that can make the human race existence within our 100 years better. Also hier will eben die Welt retten und hier mit Ideen, die Menschen könnten besser machen. Er sieht auch später hin, I was raised to make a difference and are you connecting? We are one race and we are constantly trying to pull each other down. Und das ist wirklich, hier sind Sachen, die wirklich richtig sind. Wir machen wirklich alles für es gegenseitig fertig zu machen und also könnt ihr wirklich negativ erzählen. Was du seht, das stimmt schon. Und hier seht, oh, ich will die Welt ich will die Welt besser machen. Und hier seht, oh, die Medien verstehen mich nicht, Paparazzi verstehen mich nicht. Und denken sich, wow, wirklich, ist nur die Message. Und dann seht ja, ich sitze mit Obama und Leonardo DiCaprio und Leo hat über den Klimawandel geschwärzt und das schwätzt nicht über Kleider und dann gucken sie mich alle gut dumm an. Kanye, wenn ihn über Klimawandel schwätzt und du schwätzt über Kleider, da kannst du ruhig erwarten, dass er dich dumm guckt, ne? Mit uns so dann aber, ja, ich will Bullying, also Mobbing, stoppen. Und hier denkt, wenn hier ein Kleider ein bisschen mehr ich weiß nicht, was der Plan richtig ist. Ich meine, hier will irgendwie jeder Verein um schöne Kleider gehen, dass kein gemobbt wird. Und wie soll ich sagen, ich fand den Grundgedanken, ja, live. Aber ich bin ein bisschen skeptisch. Versuchen du nicht gerade seine eigene Macht ein bisschen zu pushen und dass ihn seine Kleider ein bisschen mehr verkauft. Ich weiß es nicht. Und auch wenn hier nicht alles gut meint und wenn das nicht um seine Macht geht, ich fand, wenn hier die Welt wirklich besser machen, dann müsste die Mentalität von den Leuten ändern. Weil kann ihn auch schöne Kleider holen, aber das will nicht heißen, dass er glücklich ist. Ich will gerne eine Meinung auch dazu wissen, weil vielleicht meint er Kanye ganz gut, nee, sein Plan, ich weiß nicht. So, das ist alles, was ich über Kanye zu sagen habe. Natürlich gibt es viel mehr über ihn zu sagen. Und zum Beispiel geht sein Twitter gucken. Das ist einfach nicht mehr wie es scheint. Also ich ehrlich gesagt kann ihn nicht immer ganz echt hören. Aber ja, also für Thomas Sequeira, lasst mir Comments. Ich gebe mich wirklich interessiert, was letzte Woche von Kanye West hält. An meinem Video werde ich auch allkeils ein Lied von der Woche und ein Video von der Woche präsentieren. Und für diese Woche habe ich Can't Stop the Feeling von Justin Timberlake gewählt.
Okay. Und für das Video von der Woche, also ich meine, die könnt ihr das schon mal erwarten, als Adele, Send My Love to Your New Lover. Das Video ist einfach, Adele ist einfach, das Make-up, Kleid, alles. Ich bin so ein großer Fan von Adele. Und ich bin nicht auf sein Konzert gegangen und ich bereue nicht noch immer. Aber hat das einfach, das an meinem Herz. An meinem Herz. So, das war es für diese Woche. Und ihr habt vergessen, ich habe auf Spotify eine Playlist kreiert, die heißt Theresa's Faves of the Week. Und die werde ich alle Donnerstag updaten. Und ja, falls ihr Suggestionen habt, lasst mir es in der Beschreibung. Aber wenn sie mir gefallen, dann werde ich es auch auf die Playlist setzen. Vergiss nicht, die Links checken zu gehen. Und vergiss nicht, meine Facebook-Page zu liken. Du findest da Links zu meinem Instagram, zu meinem anderen YouTube-Channel, zu meinem Snapchat, also zu allem. Und vergiss nicht, Aldo TV zu abonnieren, weil nächste Woche kommt ein wirklich cooles Video raus vom Omar und dann fängt ihr drauf viel an mit dem Video von Jenny, von Sascha und dann sind wir schon da. Von daher einfach abonnieren und wenn es euch gefallen wird, likey, please. Gebt mir schick schreien und ja, dann sehen wir uns in 4 Wochen herum. Ciao, ciao.